Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Ja, da hat er mich jetzt wieder rausgeworfen. Und dann gucken wir doch gerade mal, was es hier Schönes gibt. 1,5 Stunden macht er schon Aufnahme mit dem dappischen Ding. Gucke, was wir hier noch finden. Neue Aufnahmetag, neues Klick, die Sache. Weil, oh Gott, die letzte Episode hier mit dem Herr Ornanski, das war mal definitiv zu viel. Und ich weiß genau, dass uns hier noch ein sehr krankes Areal erwartet. Also jetzt nicht unbedingt unmittelbar. Aber es kommt noch ein sehr verstörendes Areal, das weiß ich noch, weil das sich von dem Spiel sehr stark ins Gedächtnis geprägt hat, als ich das Let's Play Salamons gesehen habe. Kann ich dann jetzt wohl springen? Na Allah, das kriegt er noch hier. Und das wollte ich nicht unbedingt gleich im Arschloch spielen, sondern ich brauche immer so ein bisschen Kraft noch, um solche Dinger dann in Angriff zu nehmen. Oh je. Okay, hier oben ist noch nichts wirklich Interessantes. Jetzt geht's dann hier hoch. Gucken wir mal, was wir da Schönes finden. Oh Mann. Ich schwitze wieder wie eine Sau, also nicht nur wortwörtlich wegen der Temperatur. Da kann ich dann raus. Mag mich aber trotzdem nochmal hier umgucken, dass ich irgendwas verpasse. Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, nicht nur wegen der abartige Temperatur von über 30 Grad, was gerade wieder hat. An der Stelle, der Aufnahmetag halt ist der 15.06. Und er speichert hier wieder, okay. Ja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich weiß, was jetzt demnächst kommen wird. Das Gelände ist auch riesengroß. Das scheint die Verwaltungszentrale zu sein, glaube ich. Das ist ja hier der Gefängnistrakt immer noch. Kann man gucken hier. Was ist dann das? Parkplatz oder ich weiß es nicht. Also es sieht sehr martialisch aus, muss ich sagen. Es ist ja Mitte in Colorado, wie man auch hier an der Berge sieht, also total im Berggebiet. Und ach, oder damit ziemlich abgeschottet natürlich, damit es nicht jeder mitkriegt und jeder sieht, was da los ist. Ja, da drüber. Moment, das ist auch wieder Zelleblock, glaube ich, hier, ne? Dürfte Zelleblock sein. Und was ist das da drüber? Das sieht ja auch schon alles aus, als wäre das so mittelalterlich irgendwie. Aber amerikanisch-mittelalterlich gibt es ja nicht. Insofern muss das was relativ Neues gewesen sein. Könnte ja auch sein, dass das ursprünglich mal ein Gefängnis war. Okay, jetzt kommt der große Sprung. Achtung. Huah! Au. Das ist auch immer so eine Sache, ne? Wenn man 2 Meter in die Tiefe stürzt, dann sterben die gleich, aber solche Filmsequenzen, das überleben die dann immer. Das ist schon etwas skurril, wenn es das Spiel halt vorsieht, dann überlebt man sowas, aber im normalen Modus verreckt man dann bei sowas. Nein. Grow some hair on your pecker, Timmy. Then we talk about girls. I hear something, I swear. Everybody, just crack. Okay, die könnten mich gerade hören, die Leute. Da kann ich nicht durch. Da geht's aber durch hier. Und hier sind Leute. Offenbar. Wie man hört. Dummerweise. Pfui. Das Pfui kann man hier auf so ziemlich jeden Patient anwenden, die Sache. Oh Mann. Das ist doch schon wieder prädestiniert für so ein Scheiß, wo irgendwas passiert, oder? Rein vom Level technischer. What in creation you talking about? He just likes to hear himself talk. We need to go. There's reason here. To bear our guilt, our gender, a small piece of flesh between us and the bleed. You want to give him to Gluskin. Die haben aber auch Probleme. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt
sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Glaskin, den Namen haben wir auch schon mal gehört. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang von der A-Trieb, in der ersten Episode haben sie einen Eddie Glaskin dran gemacht. Jetzt weiß ich ja wieder, woher ich den Namen kenne. Natürlich, als ich das Let's Play geguckt habe, ist der Name natürlich gefallen und mir begegnet der Person, ach, in dem Spiel hier noch. Das wird auf jeden Fall noch sehr spaßig werden. Und ich habe jetzt schon überhaupt keinen Bock auf den... Wow. Okay. Aber die Personen scheinen hier auch nochmal drüber zu retten, dass man mich an Eddie Glaskin übergibt und die haben Schiss vor dem. Tja. Das kommt wohl auch nicht von ungefähr. Da haben wir noch was. Joink. Batterie. Nehmen wir immer gern an. Das ist mal wieder düster wie Wagenladung Arschlöcher hier. Das gibt's ja gar nicht. Das Allerschlimmste finde ich immer, dass die ganzen Spinner sich hier überall umgucken können ohne Probleme und mir doch folgen können und alles, während ich ständig auf das Dingens hier angewiesen bin. Es muss toll sein, wenn man wahnsinnig ist und Dunkelsicht von sich aus hat. Geschenk für den Bräutigam. Nein. Herrn Uff. Okay, die Batterie, die ich jetzt gefunden habe, hat jetzt auch gleich wieder ihren Dienst getan. Wohl der Bartrichter. Oh Gott. Es ist echt furchtbar hier, aber ich will nicht hier sein. Generell ist es ganz schrecklich hier in den engen Räumen, muss ich sagen. Ich meine, draußen ist es wirklich noch irgendwie okay. Aber hier drin ist es ganz, ganz schrecklich wieder. Oh oh. Ah, okay, der hängt nur. Okay, der ist glücklicherweise tot. Weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmord scheint eine weise Entscheidung zu sein. So sieht's aus, ja. Also, wenn taktischer Suizid möglich wäre, ich steh's mache. Definitiv. Wenn taktischer Suizid in dem Spiel hier möglich wäre, hätte ich gleich den nächsten Strick nehmen und mich neben dran hänge. Oh Mann. Kann ich den Arsch schwingen? Nee, der hängt wie ein Zementklotz, den kriegst du nicht bewegt. Okay. Ja, die Musik macht's auch nicht gerade besser. Ich quetsche mich mal lieber schnell durch, bevor wir... Hi. If they catch us, they'll give us to him. The man downstairs. And very bad. Very, very bad. God. Oh God. Also wenn sogar so einer Schiss vor irgendeinem anderen Patient hat, dann muss das so ein ganz reizender Kerl sein. Und der andere Entstellte hat sich mal gleich verpisst. Ja, der wird wissen, warum. Der wird wissen, warum. Es gibt so manche Schicksale, muss man sagen, die sind schlimmer als der Tod. Und das will man erst gar nicht rausfinden, was das ist. Dummerweise ist das Spiel konzipiert, dass man sowas rausfindet, was schlimmer als der Tod sein kann. Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! Hilfe! This idiot wants to die! Ich glaube, das ist nur eine Person, die die Stimme verstellt. Das scheint ein Mensch mit multipler Persönlichkeit zu sein, der seine Persönlichkeit ruckartig ändert und nicht, wie das bei etliche schizophrene Leute mit multipler Persönlichkeitsstörung der Fall ist, dass die tagesbedingt ihre Persönlichkeiten wechseln, sondern der scheint wirklich im Sekundentakt seine Persönlichkeiten zu wechseln. Okay, da kann ich jetzt durchquetschen. Oh Mann. Ja, das klingt so, als wäre das eher Person mit sehr viele Persönlichkeiten. Da scheine ich mich durchquetschen zu müssen.
Jetzt mag ich aber gerade mal gucken. Oh Mann, das ist so furchtbar und ich habe erst wieder die Hälfte rum. Ich weiß, ich jammer jedes Mal, aber ihr wollt es ja sehen. Ihr wollt es ja sehen. Und ich habe mich dafür entschlossen, das euch auch zu zeigen. Aus freie Stücke, wie ich leider gestehen muss und wohl selber da geistig umnachtet war, als ich die Entscheidung getroffen habe. Dokumente, Patient Dennis. Von n.wolfram@murkoffcorp.us.com an fford@murkoffcorp.us.com betreff dissoziativer Dennis, Dr. Ford. An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen 4 von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um 2 Brüder, also Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Schocktherapie, wir wissen aber leider nicht, was für Jore das ist. Aber egal, unser dissoziative Dennis scheint ja hier unterwegs zu sein und sich hier lustig zu unterhalten. Oh je. Ich will nicht der dissoziative Dennis sehen. Ich will nur, dass der mich in Friede lässt. Mehr will ich gar nicht. Ich will nur mal Ruhe haben. Auch wenn er Brüder, ein Vater und ein Großvater zusammen ist, das ist mir alles egal. Ich will nur mal Ruhe haben vor dem Scheiß-Typ. Dissoziativer Dennis, das ist ja, ach, das gibt dir der Name schon vor, ne? Da muss ich nicht mal irgendeinen lustigen Namen dazu erfinden. Dissoziativer Dennis ist ja schon witzig genug. Ich glaube, er ist hier. Okay, da komme ich nicht durch. Ich will nicht beim aggressive, dissoziative Dennis landen. Scheint eine gerade netteste Oper zu sein, den er da verkörpert. Oh, Possum-Titten, also na. Was ein wieschter Typ. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss echt sagen, das ist wieder so Stelle, wo ich drauf und dran bin, wie in der Kittel zu brunzen. Das ist echt heftig hier wieder. Also kaum sind wir wieder in der Anstalt drin, schon wird es wieder richtig abartig. Man hat null Bock hier zu sein, so richtig null Bock. Man will einfach nur raus hier. Wow. Das ist wieder so eine Stelle, wo ich mal wieder nichts finde, wo es weitergeht. Da ist es auch noch Duschstabil, Wageladung, Arschlöcher, sodass man auch noch Batterie verschwendet dabei. Da scheint es aber nicht durchzugehen. Da hoch, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube so, genau. Irgendwo ist er wohl. Oh, da ist er, der dissoziative Dennis. Musik, 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 Musik. Oh Gott. Okay, also er ist gerade ziemlich wütend. Warum auch immer. Ich will dir doch nichts machen, mein Lieber. Lass mich in Ruhe, Dennis. Oh Gott. Oh Gott, ich habe keine Batterie mehr. Rum. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo hier. Okay, scheint wohl richtig zu sein hier, wo ich hin will. Okay, ich glaube, du erwischt er uns nicht.
Aber noch sind wir nicht sicher. Oh oh. Okay. Also zwischen Glaskins Hölle und im anderen Bereich wohnt der dissoziative Dennis auf dem Dachboden. Und du geht's in Glaskins Hölle, hier ins Schneeparadies, speichert. Jetzt sind wir in dem Bereich, in den ich nicht rein wollte. Bei dem ich auch ein bisschen Schiss gehabt habe. Oh Mann. Es ist so immens unangenehm jetzt schon. Aber die Anstalt scheint hier über Näherei verfügt zu haben. Das heißt, man hat der Insasse hier durchaus auch Näharbeiter gegeben. Was ich an sich ganz interessant finde, dass man so Spinner an eine Nähmaschine setzt, die sich vielleicht auch nur gern selber in die Hand reinnähen, man weiß es nicht. Naja, als es noch eine normale Anstalt war, könnte man sagen, ja, okay, natürlich in jeder Anstalt mit Gefängnistrakt gibt es immer so seine Härtefälle, das ist ja völlig klar. Aber es muss ja auch nicht jeder der absolute Overassi gewesen sein. Für normale Patienten war das vielleicht gar nicht mehr so schlecht hier. Als Therapie eventuell auch. Wenn man was näht, wenn man produktiv ist. Und die Musik ist schon gerade sehr verstörend. Ist doch immer so auch bei Horrorfilmen, wenn man irgendwo ist und es läuft so all die Grammophonplatte oder sowas. Das spricht schon nur dafür, dass da jemand mit sehr gesundem Verstand ist. Ja, ne? Weißt Bescheid. Du hat da jemand Brüst aufgenäht, weiblicher. Und hat der Kopf da wohl abgemacht oder verdeckt und hat da eine Geburtsszene noch geahmt und der Vater, der die Hand von der Mutter dabei hält. Und da die Leiche zusammengebunden. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in eine irreparable Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen. Und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn, dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld. Profit. Dinge wurden erschaffen. Einfach, weil wir sie erschaffen konnten. Ja. Das ist leider so. Wenn man sich das jetzt nochmal so anguckt, hey, das ist so immens verstörend. Wenn man hier sieht, wie Anna eindeutig hier nochmal so eine Szene, die eigentlich wunderschön ist im Leben, wenn man Vater wird, was für Mutter und Vater gleichermaßen wunderschön ist. Okay, für die Frau wahrscheinlich auch ziemlich heftig, eben wegen dem Moment der Geburt, der schon sehr schmerzhaft ist, aber trotz allem das Gefühl, ein Kind zu haben, ein Kind zu kriegen, gemeinsame Kind zu kriegen und seine Ehe damit zu adeln, indem man ein Kind kriegt, um das man sich sorgen kann und dass er Abbild von beide ist. Ein wunderschöner Moment. Und der Mensch, der das hier gemacht hat, der scheint ja wohl auch den innerlichen und sehnlichen Wunsch zu haben, Familie zu gründen. Aber scheint wohl auch nie das Ganze gemacht zu haben oder gekonnt zu haben, hat vielleicht gefragt von er, vielleicht auch wegen seinem Wahnsinn. Und das Ganze wünscht er sich so sehr, dass der dann solche Horrorszenen draus bastelt. Wobei es für ihn ja niemals ein Kind sein könnte, weil das hier einfach nur der Kopf von irgendeinem armen Schwein ist, was er abgetrennt hat. Und ich will gar nicht wissen, wie der an die Brüste drankommen ist oder ob der Männerbrüste eventuell ausgestopft hat, damit es so aussieht.
und was er mit der arme Saudo gemacht hat. Es ist einfach nur verstörend auf dem Niveau, was seinesgleichen sucht. Und an der Stelle, die Sache, ihr liebe Leute, mache ich auch einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Euer Yankee.